Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei dieser Sendung dem Straßburg Live. Wie ihr seht, sind wir aber noch das Woche zu Bresel. Wir machen die Sendung gewöhnlich an der Plenär zusammen mit Isabel Wieseler. Bonjour. Und mit mir selber, dem Christoph Hansen. Wie gesagt, hat man das Woche eine Plenär heute zu Bresel. Und da waren ein ganz rich Sujet auf der Agenda. Isabel Wieseler war ganz aktiv auf einer Resolution, die sich am Kader von den tragischen Evenementen zum George Floyd in Amerika situieren. Und da haben wir auch als Parlament eine Resolution, wo du mit Autrice, also mit geschrieben hast, für justement die dort Situation zu belichten, aber auch zu gucken, was ich kann machen, für zu verhindern, dass in Zukunft weiter Leute so diskriminiert gehen, dass auch in verschiedenen Ländern die Polizei mit überharten Mesuren durchgeht. Und Isabel, kannst du ein bisschen so, was an der Resolution draufsteht, was wir fordern und noch was wir eigentlich upprangern an der Situation aktuell? Ja, ich bin ganz froh, dass wir das am Europaparlament gemacht haben. Die Sensibilität war wirklich ganz groß um Tod von George Floyd. Die Manifestationen waren ja weltweit. Und da sind können wir wirklich froh sein, dass so ein Revolt entstanden ist und dass die Leute wirklich weisen, dass sie das nicht akzeptieren. Also ich muss schon sagen, dass das wirklich ganz stark Zeichen. Ich muss auch sagen, schon viele Bilder geguckt. Schockierend, ja. Ja, also den Tod von George Floyd, so wie gefilmt ging, also das ist ja auch wirklich matulend. Und ich muss sagen, dass auf der anderen Seite eben die Manifestationen das nicht akzeptieren, wenn du gesagt, wie viele Leute manifestiert tun, wie viele Junker von allen Farben die Leute da mitgemacht haben, gibt einfach eine Hoffnung. Und ich muss so und muss wirklich darüber aufbauen. Die Resolution, die wir hier im Parlament auch am Gange sind zu stimmen, hat, an die präsentiert gehen als das Woche. Ich muss sagen, dass das ganz stark Zeichen ist vom Parlament. Wir haben noch geguckt, auch wenn wir nicht immer bei allem d'accord waren, aber für zu gucken, für eine gemeinsame Resolution zu haben. Und ich denke, dass das wirklich ganz wichtig ist. Ich muss auch sagen, dass wir in Europa gut Gesetze, gut Regeln. Ich muss sagen, wir können noch hilfreich sein über was wir als Union durchstellen. Also als Fundamente leihen ob diese Werte. Dafür wir haben, was eben als Gesetzgebung angeht, ist relativ gut. Wir können es noch immer verbessern und immer, wenn wir gesehen dass wir sie können verbessern, eben für eine bessere Zukunft, machen wir es. Das Problem ist die von der Realität. Was geschieht an der Realität? Und da mengen dürfen wir uns nicht viel machen. Es gibt noch diskriminiert. Und die Leute, ganz einfach, die eine Hautfarbe bei uns, haben nicht immer dieselben Opportunitäten wie Leute, die eine weiße Hautfarbe haben. Und das darf einfach nicht mehr sein. Das muss man wirklich gucken, dass das anders so gepackt wird. Und die latenten Rassismus, den sich auch nicht immer so bewusst ist, ich meine, es wäre mir einfach, wenn wir uns auch mehr bewusst wären von unserer Geschichte. Mit ganz vielen Momenten an unserer Geschichte, die wir extrem hilfreich können sehen. Sollen wir? Wir haben aber auch Momente an unserer Geschichte, über die wir uns schon als Mensch ganz einfach die Geschichte von den Menschen. Wir wissen nicht alle Geschichten mit den Konzentrationslagern. Wir sind uns immens bewusst und einfach als Mensch den sich, dass Menschen fähig wären, andere Menschen so etwas umzutun. Wir sind uns manchmal viel mehr bewusst über die Sklaverei, die Schiffe, die voller Sklaven von Afrika an Amerika gegangen sind, das wären wir. Das sind Menschen, die das machen. Und ich denke, das müsste viel mehr bewusst sein. Und da gibt es auch Eishilfen, Männer mit der latenten Rassismus einfach konfrontiert zu sein. Ich wollte just noch nach Evo die Polizei sagen. Das, was da geschieht ist, das, was wir da für Bilder gesehen haben, ist inakzeptabel. Was die Polizisten da gemacht haben, was die Nähe-Polizist da gemacht hat, ist ganz einfach inakzeptabel. Aber man muss das nicht für dich geschieht oft in Amerika. Zölle so und das, Statistiken so und das, von den Schwarzen kann ich viel eher an die Situation kommen, wie von den Weißen. Das darf nicht sein. Mit Brutalität selber von der Polizei ist ganz schlimm. Also so und nach von dem Polizist ist ganz schlimm. Wir dürfen da nur nicht ein Amalgam machen. Ich fand es auch inakzeptabel, wie einfach von der Polizei geschwört ging, wie wenn
Polizei kann jugieren, ob die do Bilder. Und das darf man wirklich nicht mehr. Wir haben immens viele Polizisten, die extrem engagiert sind, die mal nicht das, was sie machen, als Beruf gesehen, mit das wirklich als Vokation gesehen. Und man muss korrekt bleiben. Man darf nicht aufhängen, Sachen mit den zu vermischen. Das war für mich wirklich noch ganz wichtig. Verschiedene Leute, die haben effektiv auch generell die Polizei unter Generalverdacht gestaltet, auch hier in Europa. Das ist eigentlich die falsche Message. Es gibt ganz klar Regeln an, das ist so, dass besonders in Amerika verschiedene sich nicht darunter halten. Wir haben aber auch Bilder gesehen von Paris, dass es auch ähnliche Szenen gibt, auch wenn sie nicht zu dem tragischen Tod geführt haben. Was muss dann in Europa noch geschehen oder gibt es auch so viel konkret Fälle? Wir haben eine Agence, eine europäische Agence, die wirklich das auch analysiert. Und ich denke, dass das wir dürfen es nie dann zumachen von der Realität. Als Gesetze sind gut, was im Terrain geschieht, muss analysiert gehen. Dasselbe auch bei der Polizei. Es darf nicht abkommen, dass eben der Generalverdacht darf einfach nicht da sein, weil nicht Schiedsverein darin fällt. Es heißt aber nicht, dass er nicht soll eben analysieren, was geschieht. Und das soll Aufmerksamkeit auf dem Plan sein. Und wenn du von Kamera geschaut wird, die sollen die können filmen, was die Polizei möchte, an Autos, was in Amerika ganz oft schon der Fall ist. Ich fand, dass das eine richtige Protektion quasi für die Polizei. Sie hat sich ja an den ganz großen meisten Fall sich absolut nicht vorzuwerfen. Und der Fakt, dass das da gefilmt wird, ist in dem Moment etwas, was positiv sein kann. Mais wie das ganz genau soll, auf all Punkten gemacht gehen, das soll aber, denke ich, von der Polizei selber evaluiert gehen. Sie muss den Hauptakteur sehen an den Maßnahmen, die sollen geholt gehen, für dass sie eben nicht an den Verdacht kommen, Sachen zu machen, die nicht sollen gemacht gehen. Christoph, du bist mehr wie beschäftigt gewesen, das kann nicht sein mit dem Brexit. Erzähl du uns, du hast eine ganz interessante Pressekonferenz, mir wenn du einen Zuhörer willst nach ein Jahr sagen, was die Punkte sind, das wäre richtig flott. Ja, effektiv, der Brexit ist schon etwas, was schon seit bald 4 Jahren an der Welt steht, weil den 23. Juni 2016 war den berühmten Referendum, wo eine Majorität von den Leuten gestimmt haben, für einen Exit vom Vereinigten Königreich aus der Union gestimmt haben. Und seitdem sind wir an einem Drama schon seit 4 Jahren im Gang, zu probieren, das zu detrikotieren, was über die Jahrzehnte eigentlich zusammen geworden ist. Wir haben als Leute, Briten, die an der Europäischen Union leben, arbeiten und wohnen. Das sind mehr wie 1 Million. Und dann haben wir auch 3 Millionen Europäer, die auf der Insel arbeiten und an ihrer Familie auch teilweise haben. Und da ist es natürlich dramatisch, weil denen hier Zukunft steht ganz klar umspielt. Das ist der E-Punkt, die Leute, mit das natürlich auch die Wirtschaft, als Wirtschaft schafft ganz eng mit den Briten zusammen. Das ist auch etwas, was die Jahrzehnte gewusst ist. Und das muss man an ein paar Monaten entstrecken. Wir hätten natürlich gerne gehabt, wir hätten ein bisschen mehr Zeit gehabt, für das zu machen. Wie gesagt, die wird bald 40 Jahre aus der zusammen gewusst. Also muss man das an ein paar Monaten oder an ein paar Wochen eigentlich mehr so strecken. Und das ist nie unser Wunsch gewesen, wir mussten aber mit der Realität leben, dass das für die Briten politisch einfach muss geschehen das Jahr. Wir hatten lange über eine Verlängerung von der Transitionsphase geschwatzt. Die Briten haben das komplett ausgeräumt, weil das Gefäßen, da müssten sie nun am 31. Dezember auch noch weiterhin an den nächsten europäischen Budget mit ranbezahlen, und das wollen sie absolut nicht machen. Lo haben wir natürlich die Situation, bleibt nicht mehr viel Zeit an die jeweiligen Seiten der Europäer, also mehr als Europäische Union haben als Proposition von einem zukünftigen Akkord auf den Tisch gelöst. Briten haben hier verschiedene Propositionen auf den Tisch gelöst. Weil das ist eigentlich so, wir hätten gerne einen breiten Akkord, den sowohl die Rechte von den Bürgern berücksichtigt, mit denen wir auch Handel berücksichtigt, denen wir auch als gemeinsame Außenpolitik, also die Sicherheit und die Verteidigung auch mit greifen. Und da ist es so, die Briten haben
ein ganz rich Einzeltexte auf dem Tisch gelöscht, die eigentlich nicht mal nie verlinkt sind oder nicht mal nie verbunden sind. Und das für uns schwierig. Wir haben ein Beispiel, wo ziemlich schlecht funktioniert mit der Schweiz. Du mal auch bei über 100 so bilateral Akkorden, das gibt man gerne einen Akkord kriegen. Wenn das bis dich ist, dann ist das ganz schwer. Du muss man mal lieber Form für allererst eins gehen, für zu gucken, wie man die zukünftigen Relationen tissieren. Christoph, das ist ja so, dass es ganz wichtig ist, dass man auch nach anderen Sachen mit dezidieren, wie just eben nehmen den Échange von den Waren, weil wir hätten ja gerne, dass sie nachher mal die Kriterien anhalen, die für uns so wichtig sind, ja. Über die sich in den Wäsch setzen. Das ist richtig, mit das immer brauchen da zwei für Tango zu tanzen. Am Moment sind sie noch nicht bereit, auf den selben Stecker mit zu tanzen, wie wir das eigentlich gerne hätten. Und, du siehst das richtig. Es soll nicht nur ein Handel sein, das ist das, was Silo an erster Linie eben, wo sie hier einen Fokus drauf legen. Mir auch da gibt es ein ganz großes Problem. Weil wir haben eigentlich schon einen Akkord de Retrait mit den Briten, da sind noch eine ganz Sache geregelt, eben notamment die Bürgerrechte. Du musst aber sowohl die verschiedenen 27 Memberstaaten wie auch Briten an ein ganz Sachen machen, die sie eigentlich schon unterschrieben haben. Da gilt doch den nordirische Protokoll umzusetzen, weil wir wollen verhindern, dass es da eine harte Grenze gibt, weil da gibt es Frieden seit dem Good Friday Agreement an den Frieden war auch etwas ganz Sensibles, dass ihr nicht vergessen, dass es da ganz sehr kennt an die andere Richtung und das muss man verhindern. Erstens, sondern zweitens ist das auch der direkte Kontaktpunkt, wo theoretisch Waren aus Großbritannien an den Bannemarkt, den europäischen Bannemarkt kommen. Und da gibt es ganz viele Punkte, die an dem Akkord de Retrait eigentlich geregelt sind, notamment wie das soll funktionieren, für auch zu kontrollieren, weil die werden einen Code douanier, den europäischen Code douanier, da anwenden. Da muss die Europäische Union auch gucken, ob das richtig gemacht wird. Und da haben wir einen großen Knackpunkt. Wir hätten gerne eine EU-Repräsentation, die dann auch die ganz diplomatische Rechte hat, mit der wir auch kann, Terrain kontrollieren, ob wir zum Beispiel als phytosanitär und als veterinär Standarten angehalten sind. Das ist ganz wichtig. Da sind Briten noch immer nicht damit d'accord, obwohl sie sich eigentlich an dem Akkord de Retrait dazu engagiert haben. Und dann sagen sie auch immer, sie hätten gerne nicht das Handelsaufkommen, wie wir es dann zum Beispiel mit Japan schon haben, wie wir es mit Kanada haben, mit CETA. Mit dem Problem ist, sie sagen das, aber sie wollen aber eigentlich viel mehr wie das. Sie geben dann zum Beispiel gerne, dass hier Qualifikation Professionellen automatisch als Äquivalent anerkannt gehen. Das für uns nicht rein, dass hier ein Code phytosanitär auch automatisch äquivalent zum europäischen ist, dass hier alles, was hier Bankwesen, also die Finanzservice geht, dass die auch automatisch sollen die gleich sind wie an der Europäischen Union. Das kann ihnen aber nicht einfach so sagen, da muss doch am Blatt stimmen. Und dafür haben wir den sogenannten Level Playing Field als von unseren Knackpunkten. Wir hätten gerne, dass Spielregeln für die Akteure dieselbe sind. An Kontrapartie gibt man hin anbieten, der könnt ohne Quoten und ohne Tarife an den Marché intérieur liefern. Aber da muss da schon Spielregeln haben. Was zum Beispiel die Qualität der Lebensmittel angeht, was auch als Klimaengagement angeht, hätte man gerne, dass sie sich an dieselben Spielregeln halten, weil sonst haben wir deloyale Konkurrenz und dann machen wir als Betrieber Futti. Das ist definitiv für uns nicht dran. Mein Papa hat mich gefragt, du schwätzt mal am Radio von dem Level Playing Field, wie was ist das? Mein Papa schwätzt auch kein Englisch, du verhörst das, ist das doch nach mich schwer, wie was ist das dann eigentlich? Das sind dieselben Spielregeln. Ich habe ein Beispiel gebraucht, für den klar zu machen, wir sind alle zwei große Velos-Supporterinnen und dafür gucken wir auch gerne Veloskurse. Und dann holt da das Beispiel Tour de France, die stattfinden und du hast die Kippe fahren alle Guten mit einem normalen Kursvelo, außer eng. Zum Beispiel die von Chris Froome, für einen Brit zu nennen, die gibt man dem Elektrovelo fahren. Wie das eine faire Kompetition, aber das natürlich Stanford war, das ist keine faire Kompetition, das können wir nicht so lassen, sagt mein Papa. So, genau das ist die Geschichte mit dem Level Playing Field. Wir hätten gerne
dat jederin den an der Kurs will mat fuhren, mat engem Velo fir den dieselbe Standard respektiert. Dat heißt, die kann seg Macht rauswählen, wenn jemand eng andere Velo will fuhren. Ja, mit der Velo sind den dann Elektromotor hat oder sos welch Sachen, die net de Regelgiften entsprechen. Dat fir denker ganz einfach zu klären, wie wat mir du so insistieren. Dat war ganz klar. De Velos Beispiel den huet de Level Playing Field ganz gut erklärt. Ich hoffe just, dat man dann lo effektiv zum Schluss vom Joer so weit sinn, dat man können en Akkor hun Welt awer trotzdem dramatisch Fall. Dat tust du wirklich ganz gut. Das so wir mussten den Akkor muss lo stoen eigentlich schon 4 Oktober, weil wir mussten als Europaparlament auch noch zustimmen. Der Ministerrat muss auch noch zustimmen. Du brauchen wir op mans 2 Monate, das heißt wirklich bis 1 Oktober muss lo en Akkor stoen. Du muss lo die 2 Seiten méi konstruktiv an die Verhandlungen go noch verstohlen, wat den anderen kann wat net kann wat politisch kann zulassen net. Du musst man den zo go an hoffen, dat lo den Ton endlich besser gëtt an dat dann den eigentlich legendäre britische Pragmatismus sech och durchsetzen gegen die Ideologie. Am Interesse vun de Bierger, am Interesse vun de Betrieber. Wir hoffen op allfalls drauf. Ja. Merci fir no lausren an bis wahrscheinlich 14 Dich, weil dann haben wir schon die nächste Plenärheit auch nach immer zu Brüssel, wie dat man in den Covid-Zeiten nicht können nach Obstroß beschworen. Vielmals merci für den Lausren. Merci auch von meiner Seite aus. Wir probieren dann normalerweise, da hat der Präsident vom Parlament angekündigt, dass wir für September dann auch im Giffen auf Straßburg gehen und dann gibt den von unserer Sendung auch im Passen den Straßburg Live, die wir von Brüssel abgeholt haben. Und ich auch merci für den Lausren und hoffentlich bis geschwind. Bis geschwind.